Hallo miteinander, ich bin Nadine und heute möchte ich mit euch Tonybox und Tigerbox vergleichen. Ich habe ja schon 2 Videos gemacht, eine zu der Tonybox und eine zu der Tigerbox. Und jetzt machen wir hier einen großen und ganzen Vergleich. Genauer zu den einzelnen Boxen bin ich auf das spezifische Video eingegangen. Bedienung. Ja, Bedienung ist beim einen ein bisschen kindergerecht da wie beim anderen, finde ich. Ich finde die Tonybox wirklich kindgerechter, also vor allem für Kleinkinder, wie es da eben visuell könnte Figürchen sehen und verknüpfen, was denn da für eine Geschichte kommt. Und bei der Tigerbox müssen sie da auf dem Bildschirm ihre Sachen suchen und da rumdrücken wie ein Erwachsener auf einem Handy. Und das finde ich darum einfach weniger kindgerecht. Es ist auch einfach in der Bedienung, beide Boxen, aber ich finde die Tonybox kindgerechter. Genau, der Aufwand, das heisst für mich Aufwand in der Einrichtung, Aufwand in der Beschaffung. Und ja, der Aufwand in der Einrichtung finde ich bei der Tigerbox grösser wie bei der Tonybox, weil eben beide musst mit dem Internet verbinden, aber du musst dann da auch noch dein Abo freischalten und auf der Tiger Toons App alle Lieblingshelden von deinem Kind eintragen, dass das auf dem Bildschirm gesehen wird und alles. Und bei der Tonybox kannst du es einfach mit dem Internet verbinden, Figur draufstellen, es wird abgeladen und es läuft. Also darum finde ich es auch hier bei der Tonybox einfacher. Der Aufwand ist, du kannst bei den beiden entweder die Tiger Cards oder die Tiger Tickets und die Wildcards, da kannst du alles im Internet bestellen, so wie du auch die Tony-Figuren, die Kreativ-Tonys wie Geschichten und Musik-Tonys, alles kannst du im Internet bestellen. Darum ist eigentlich der Aufwand der Beschaffung gleich groß. Genau, was haben wir denn noch für einen Punkt? Wegen dem Altersgerecht. Es sind beide Boxen ab 3-jährig. Die Tigerbox ist von 3-jährig bis 12-jährig und die Tonybox ist einfach ab 3-jährig. Ich finde Tonybox geeignet ab 3-jährig. Ich finde, man kann sie eben auch schon vorher brauchen, weil es ist eine mega einfache Bedienung und auch die kleinen Kinder wie 3-Jährige hören schon gerne Musik, vor allem Geschichten. Da geht es mit der Konzentrationsfähigkeit noch nicht so gut. Aber Musik hören sie auch schon sehr früh gerne und darum finde ich es auch schon geeignet vor 3-jährig. Aber ich verstehe es vollkommen, dass es erst ab 3-jährig ist, weil eben das Verständnis und die Aufmerksamkeit noch nicht ganz dazu entwickelt ist. Genau, man kann es einfach schon vor 3-jährig ein bisschen ausprobieren. Bei der Tigerbox muss ich ehrlich sagen, finde ich es nicht geeignet ab 3-jährig wegen dem Bildschirm, weil eben der Bildschirm einfach eine magische Anziehungskraft hat und ich finde, das muss nicht gefördert werden in dem kleinen Kindesalter schon. Darum finde ich die eigentlich frühestens ab Kindergartenalter geeignet, dann verstehen es auch die Kinder richtig und wissen auch, wie es verwendet wird und sie schauen vielleicht schon viel auf den Bildschirm, aber sie drucken nicht einfach auf dem Bildschirm, das auf dem Bildschirm gedruckt haben. Was dann die kleinen Kinder eben schon machen. Einfach das drucken, weil es einfach etwas ist, was spannend ist. Und die Mami oder der Papi halt auch auf dem Handy schaut und auf den Bildschirm druckt. Und sie tun auch so ihre Eltern nachahmen. Und
darum finde ich das eher schwierig, dass jetzt da bei dieser Tigerbox wirklich ein Bildschirm ist. Und eben so ab dem Kindergartenalter verstehen sie, hey, schau, da tue ich meine Geschichte einstellen, dann kann ich die Box vielleicht auch auf die Seite stellen und so meine Geschichte hören. Dafür brauchen sie aber schon auch die Unterstützung der Eltern. Eben, dass die Eltern sie auch in dem begleiten, dass sie auch sagen, hey, schau, jetzt kannst du dir da deine Geschichte auswählen und nachher tun wir die Box auf den Kasten und dann kannst du die Geschichte hören. Und dass es nicht wirklich einfach die ganze Zeit auf den Bildschirm glotzen. Weil es passiert ja eigentlich gar nichts auf dem Bildschirm. Da ist es schon, aber es hat einfach gleich eine magische Anziehungskraft. Genau, Qualität finde ich eigentlich bei beiden super. Es ist eine schöne Verarbeitung, es ist robust, es ist robust eben. Ja, Qualität für das Verwenden von Kleinkind finde ich Tonybox geeigneter, eben weil sie robuster ist. Du kannst sie irgendwie am Boden werfen und es passiert nichts. Die Tigerbox hat auch so einen Gummi rundherum. Es passiert nicht sofort etwas, wenn sie irgendwo mal runterfällt, aber eben mit dem Bildschirm ist das Risiko halt größer, dass einmal etwas kaputt geht. Ja, den Preis finde ich eigentlich bei beiden angemessen. 100 Franken für die Tigerbox die Tonybox mit dem Ladekabel und mit einem Kreativ-Tony. Das finde ich angemessen. Einfach eben da mit den Figürchen, die finde ich eher ein bisschen teuer, weil man halt jedes Figürchen muss einzeln kaufen muss. Da finde ich jetzt bei der Tigerbox schon einen Vorteil, weil eben 85 oder 119 Franken, je nachdem, ob man Zwischendischen nimmt, finde ich eigentlich auch einen angemessenen Preis für das, was ist, mit dem Ladekabel dazu und mit einem Monatsabo und einer Geschichte dazu. Und ich finde es auch die 12 Monate für 110 Franken und du kannst über 6000 Titel hören. Das finde ich eigentlich wirklich, muss ich sagen, günstig. Und da finde ich dann wieder einen Vorteil für die Tigerbox. Preis-Leistung. Ja, im Großen und Ganzen bin ich für die Tonybox in Bezug auf das, dass man es für Kleinkinder verwendet. Wenn es jetzt eine Box wäre für ab 8 oder so, wäre es natürlich wieder die Tigerbox. Weil es eben eine Tonybox einfach eher zu kindlich ist mit den Figürchen und so. Aber 8 oder so würde ich dann auch eher die Tigerbox empfehlen. Genau. Also, ich hoffe, ihr könnt euch da jetzt ein Bild machen können, was meine Meinung zu der Tiger- und Tonybox ist. Ich wollte euch noch sagen, wir haben uns das alles selber besorgt. Wir haben da nicht irgendwie etwas gesponsert bekommen und dort, darum ist es auch wirklich meine Meinung, die ich hier äußere. Es ist da nicht, dass ich irgendwie beeinflusst worden bin. Nein. Ja, und ich wünsche euch dann viel Freude beim Ausprobieren, euch selber ein Bild machen und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen, euch zu entscheiden, welche Box für euer Kind geeignet ist. Und ja, wenn ihr noch sonst irgendwelche Fragen habt oder Inputs, dann dürft ihr das sehr gerne in die Kommentare schreiben. Und ich wollte euch noch sagen, ein Abo bei mir kostet nicht so viel wie bei der Tigerbox. Also, tschüss miteinander, ciao, ciao!